Guten Morgen, wir sind jetzt hier auf der Fähre. Auf der grossen Fähre tatsächlich, wo auch Lastwagen drauf passen und so. Wir sind jetzt hier gerade mit einem Haufen Menschen hier auf dem Boot. Und es sieht da hinten schön aus. Es sieht Baba aus. Das ist Litztheim, Schargau Island, und jetzt gehen wir auf Schargau und fahren wieder zurück in Richtung Davao. So. Der Florian hat keinen Bock mehr zum Filmen. Shalom. Wir haben jetzt eine kurze Pause eingelegt. Florian? Wey, wir haben irgendwie 6 Stunden Schlaf oder so bekommen. Voll. Zum euch updaten. Wir haben 6 Stunden geschlafen, sind am Morgen auf die Fähre, haben 4 Stunden Fährenfahrt gehabt, haben dort noch das Müsli gegessen, sind jetzt von der Fähre noch in den Supermarkt, haben ein bisschen eingekauft für das Mittag und die Nacht. Voll, sind jetzt hier hinten mit den Bikes. Sind jetzt eine Stunde nach dem Supermarkt noch gefahren, legen jetzt eine kurze Pause ein, ein bisschen erholen, ein bisschen nappen. Wir haben herausgefunden, dass die Konzentration einiges besser ist, wenn man regelmäßig kleine Pausen macht. Ein bisschen etwas trinken, ein bisschen etwas isst. Voll. Wahrscheinlich sehen wir hier noch vom Florian ein paar Drohnenflüge, weil wir sind da hinten ist gerade noch ein See. Bis später. So, guten Abend. Auf dem halben Weg zurück in Richtung Mark. Wir sind jetzt auf die glorreiche Idee gekommen, dass wir mal nicht ein Zimmer buchen, sondern in der Hängematte übernachten. Wir haben jetzt da extra unseren TÜV in den Wald gefahren mit dem Scheinwerfer. Um unsere Hängematte hier aufgebaut. Das ist so ein kleiner Raincover da. Hängematte. Mit Muckennetz tatsächlich, also, und ein kleines Mättchen drin. Da, das Licht ist ein bisschen schlecht, ich hoffe man sieht irgendetwas. Ja, bei Joni sieht es ähnlich aus, er hat auch so ein Raincover mit Muckennetz und Mättchen drin. Und hast du Mättchen drin? Nein, ich habe meine Swagman Roll drin. Deine Swagman Roll, alles klar. Ja, genau. Und es hat massiv viele Mucke, also ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man... Wow, Junge! Wenn man mit dem... Ja, man sieht es. Also da im Licht sieht man, wie viel Mucke das es hat. Wir werden gottlos verstochen werden, aber es wird ein Abenteuer sein. Juni, wir haben Bock, gell? Wir haben ultra Bock. Sehr gut. Es ist jetzt auch gerade der Bauer ist schon vorbeigekommen, der seine Wasserbüffel da vom Feld genommen hat. Ich weiß nicht, ob wegen uns oder nicht. Wir haben gefragt, irgendwie herumgefragt, und die Leute haben gesagt, wir können überall seine Hängematte aufstellen. Von dem her, ja, mal schauen, wie da safe sind die Nacht. Ich wünsche dir ein gutes Nacht und bis morgen. Ja, guten Morgen. Ich bin jetzt da aufgewacht zum Schlafen. Und jetzt werden wir da gerade begrüßt von Locals. Good morning. Hi, good morning. Joni, Anyo. du hast geschlafen. Or Huh? you sleep good? Yeah, we sleep good. Thank you very much, thank you. Geschlafen. Am Anfang schlecht, weil Mucke, das Muckennetz ist mir ins Gesicht gehangen. Das heisst, es sind die ganze Zeit Mückli um mein Gesicht herumgeflogen und haben mich an der Nase stechen und oben an der Stirn. Bin ich am Morgen zu Seich aufgestanden und habe so das Muckennetz ein bisschen angepasst. Und jetzt habe ich geschlafen wie ein Baby. Wirklich. Joni, wie haben Sie geschlafen? Wohl, Mal? die Nacht nicht so gut. Jetzt, wo es hell wurde, ist besser. Okay, sehr gut. Wir sind da weiter wieder von Gattas drin. Wenn wir etwas vom Markt gelernt haben, dann dass da die Bäume da, dass das von Gattas sind. Jawohl. Die wachsen mega schnell. Und ja,
sind alle verwirrt, dass wir da einfach Hängematten aufzählen stellen als Europäer. Ist halt ihr Land, es Ist ihr Land, ja. Ich finde das nicht so geil, was ich ein random so sind. Ist es ihr Land? Ja, das ist jetzt ihr Land. Ah, okay. Weißt du, der gestern kam, das war nicht sein Land, aber er hat trotzdem gesagt, man könnte da pennen. Okay, I see. Und jetzt, weil sie uns nicht kennt haben, haben sie es komisch gefunden, dass wir da pennen. Und sie sind kinda worried gewesen. Ich habe zwar nicht gecheckt, wieso kinda worried. Und wir sind beide da gestern mit dem TÜV da raufgefahren, weil wir gefunden haben, wir dürfen nicht unten an der Straße parkieren. Und es hat überall da auf dem Feld hat's so Büffelwasserlöcher. Das heisst, ich hätte meinen TÜV gestern wahrscheinlich in ein Büffelwasserloch reingesetzt. Also wirklich ja, im Dunkeln da reingefahren. Also, guten Abend. Es ist schon der zweite Tag, wo wir jetzt da sind, beziehungsweise gestern Abend sind wir beim Markt angekommen. Mit einem kaputten Foodie und ein bisschen erschöpft. Das ist falsch, Joni? Ja, das kaputte Foodie vom TÜV fahren. Dankeschön. Bro, das ist nicht rechtfertig, also das ist eine Frechheit. Also, ja. Ja, wir sind jetzt anyways einen Tag da gewesen, ein bisschen entspannt. Ich habe jetzt das Video geschnitten von Schorgau, das jetzt ready ist zum Aufladen. Aber ja, das Schneiden ist so eine komplizierte Sache. Ich sage so, ich schneide nie ein YouTube-Video, es ist kompliziert. Morgen gehen wir mit der Familie gehen wir auf die Insel neben der Wau. Ja, ein bisschen schnorcheln, nur die letzten 2 Tage ein bisschen chillen mit der Familie. Wird gemütlich, sind wir wieder dabei, hoffentlich wieder ein bisschen mehr Kamera in der Hand und Drohne. Aber ja, peace out. Wir gehen jetzt schlafen, weil wir müssen morgen um 4 Uhr aufstehen, damit wir auf die erste Fähre kommen. Hey, und leck du mir. Das sind im Fall nicht Pickel, das sind, also das und das sind schon Pickel. Ja, zum Teil. Das sind Muckenstiche. Weil auf der Hängematte vorgestern Nacht habe ich das Muckennetz nicht richtig aufgehängt. Das heisst, das Muckennetz ist mir genau ins Gesicht gehängt und die Mucken haben mich schön im Gesicht stechen. Und jetzt habe ich da überall Muckenstich auf der ganzen Nase entlang und es beißt und es juckt und es ist einfach nur scheiße. Ja, falls ihr mal in der Hängematte übernachtet in den Tropen, schaut, dass euer Muckennetz schön gespannt ist und euch nicht berührt. Einfach nur so ein kleiner Tipp. Ja, gute Nacht. Wir sind hier gerade auf der Fähre drauf und jetzt sehen wir hier einen Haufen so Pfahlbauer, Dörfli, Slum, irgendetwas. Also es sieht eher ärmlich aus. Es stehen alle auf so Pfählen oben. Das ganze Teil da. Seht ihr, es ist schöner. Es ist ein sehr steiler Weg. Aber es sieht da unten so aus, als würde es sich lohnen. So, guten Morgen aus der Wau. Joni, gut geschlafen? Wir sind gestern auf Samal, dort schwimmen. Die Drohnenaufnahme haben wir ja gesehen. Wir haben uns nachher noch eine Massage gegönnt für 12? 5 Stutz pro Person. Für eine Stunde, by the way. Eine Ganzkörpermassage. Ja, sind ordentlich durchgeknetet worden. Für 5 Stutz hätte ich gesagt, ist das okay für eine Stunde. Ja. Und jetzt, anstatt in ein Hotel zu gehen, sind wir hier mit Marc. Wir haben hier Hängematte aufgestellt und ich habe da auf dem Sofa gepennt.
Ja, genau. So, wir sind jetzt in der Wahl in der Stadt. Und es sieht da lustig aus, also wirklich. Schaut euch die Stromleitungen an. Es ist krank. Aber ja, heute gehen wir jetzt noch zu einer heißen Quelle. Ja, und ich bin am Ölen. Echt an mir. So, wir sind jetzt an einer heißen Quelle. Die erste heiße Quelle in den Philippinen. Ui. Wir sind da mit der Family. Da hinten sehen wir einen grossen See. Es dampft einfach nur. Es ist einfach nur weiss. Eigentlich ist da hinten Dschungel. Ja, man sieht es ein bisschen. Der ganze See da dampft. Da wird es ein bisschen da reingeführt, so einen braunen Tümpel. Und was uns da auffallen ist, da sind wir wirklich ein bisschen mehr im Dschungel. Und da oben, das ist ein Farn. Also so ein kleiner Farn, wie in der Schweiz bei uns gibt es so kleine Farn, die wären vielleicht 1 Meter hoch. Da ist es halt einfach mal ein Baum. Jo, sieht wild aus. So, da sind wir bei einem anderen Teil von dieser Thermalquelle. Da hinten brodelt es so richtig raus. Da ist der See, da sind wir vorher auf der anderen Seite gewesen. Es ist, da raucht es auch richtig aus dem Boden. Es kocht richtig. Und was ich vergessen habe, es stinkt da so richtig nach verfaulten Eier. Es ist, ja, wie es halt bei einer Thermalquelle so ist. Why do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was toxic for me. Eternal optimist, I'll make the best of it. Couldn't see your behavior was toxic for me. Why do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was toxic for me. Eternal optimist, I'll make the best of it. Couldn't see your behavior was toxic for me. Why do you do this? When in the moment, eternal optimist, I'll make the best of it. Couldn't see your behavior was toxic for me. Why do you do this? Why do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was toxic for me. Eternal optimist, I'll make the best of it. Couldn't see your behavior was toxic for me. Why do you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was toxic for me. Eternal optimist, I'll make the best of it. Mir? Gut. Schweiz? Wir gehen zurück in die Schweiz. Perfekt. Da vorne, da vorne ist der Flüger. Ja, wir gehen zurück in die Schweiz. Sind ja, happy. Mal wieder in der Schweiz, in der vertrauten Schweiz. Erster Flug. So, wir sind jetzt im Taxi. Haben uns da für 300 Peso einen Taxifahrer genommen, um zum anderen Terminal zu gehen, weil da muss man zum nächsten Terminal kommen, muss man da ein ordentliches Stück fahren. Also in Zürich zum Beispiel am Flughafen kann man ja die U-Bahn da nehmen zum nächsten Terminal und da muss man halt wirklich fahren. Keine Ahnung, ist halt schon so eine 10 Minuten Fahrt oder eine Viertelstunde fahren.
sind wir da mitten in Manila. Ich glaube, Manila ist eine riesige Stadt, irgendwie 18 Millionen oder irgend so etwas. Ja, es ist andere Welt da, wirklich. Also die Ausmaße, die Schweiz hat gerade mal knapp 9 Millionen und einfach mal also eine Stadt, die zweimal doppelt so groß ist wie die Schweiz. Ja moin.